Paladins. Wir spielen es mal noch zusammen. Es ist wirklich ein ganz, ganz geil. It's enough. Ich bin so klug, it's enough. Oh Mann, der Tino! Der Tino ist dabei. Tino! Hi, hey, Tino. Shoutouts. Ich habe glaube sogar noch ein Foto von uns zwei. Warten wir schnell. Wow. Ja, ich tue parallel, wenn der das sucht. Es hat auf jeden Fall im Stil. Details sind ja auch egal. Wir haben dann, wir haben uns alle verabschiedet. Ich bin schon ein bisschen früher aus der Stadt weggezügelt. Ich bin zurück ins Fricktal gezügelt und ich habe eigentlich immer gehofft, dass er irgendwann nachzieht. Wir haben nie besonders weit weg voneinander gewohnt. Wir haben zuerst in der gleichen Wohnung gewohnt, dann haben wir an der gleichen Strasse gewohnt. Genau. Dann haben wir übereinander gewohnt. Also im Lift rein, dann bin ich in seiner Wohnung oben gewesen. Nein, kein Nachtsfoto, ich bin so klug. Und dann bin ich halt zurück ins Fricktal. Wirst Vater, hast Verpflichtungen etc. Genau. Und jetzt mittlerweile wohnt er wieder im Fricktal. Genau. Wir wohnen eigentlich relativ nahe beieinander. Also ich gehe zu meiner Schlafzimmertür aus, mache 5 Schritte und links ist ein sein Schlafzimmer. Ich muss schnell das Foto einspielen, warte schnell. Ja, ganz schnell ein Foto, einfach so. Für den Ich bin so klug, der ist für dich. Look. Sind wir nicht zwei herzige Bubus? Und ganz wichtig, die Zunge von den Schuhen immer fett draussen. Ich habe früher noch Nasentücher-Päckchen reingeshoppt. Bei den Schuhen, dort wo die Zungen von den Schuhen sind, habe ich einmal Nasentücher-Päckchen genommen und einfach mit reingedrückt. Damit es oben bleibt. Damit es richtig fett ist, so RS oder wir sind beim Umzug gewesen. Auf jeden Fall hat es dann nochmal so einen Moment gegeben, wo der wirklich gemacht hat, dass das ganz aufgehört hat. Und wir haben eine Alternative gebraucht und zum guten Glück hat sich die Möglichkeit ergeben, dass in dem Haus, wo wir jetzt wohnen, unten innen auch bewohnbar geworden ist und wir haben angefangen, unser eigenes Studio zu bauen. Da haben wir, ja, also es ist so eine, ich habe es unbedingt wählen. Wir haben es irgendwann ist jetzt draussen gehabt. Es hat nicht mehr richtig funktioniert. Wir haben die Idee vom neuen Tape gehabt, aber wir haben gewusst, es funktioniert nicht. Wir haben wieder neu müssen orientieren. Neu aufbauen, neu orientieren. Er hat sich extra eingeloggt. Danke vielmals. Wenn du jetzt noch aufs Herzli drücken oben drauf, das violette Herzli, dann bist du der König. Ja, das ist wirklich mega lieb. Wirklich, wir schätzen, dass jeder einzelne von euch, der zuschaut, der dabei ist, wo sich im Chat beteiligt, wo uns ein Follow gibt, wir haben wirklich mega Freude drauf. Für uns ist das nicht nur ein mitquatschen und hey, schau mal, die schauen nicht zu. Wir haben wirklich Freude an allen, die dabei sind, weil wir verbinden hier gerade etwas Niemals! Wir verbinden hier unsere Musik mit unserem neuen Projekt vom Geekstübli. Ja. Und es ist so ein, nach langem, bringen wir schon das kurz, dann bringen wir nachher noch, wie es jetzt gerade geht, wie es die letzten Monate gegangen ist, genau. So. Und es zeigt, dass etwas läuft. Er war da am Schleifen. Ja. Der Kollege hat so, hey, schleift. Das ist Beweisfoto, ich habe geholfen. Er hat wirklich das erste Mal gesehen, wo er wirklich geholfen hat. Das zweite Mal. So, da sind wir am Basteln, da sind wir Tonkabinen, alle zusammen, das sind alle Mitbewohner. Wow. Das sind alle Mitbewohner, wo wir da zusammen am Basteln sind, Tonkabinen am Basteln sind. Das ist im Luftschutzkeller unten von uns. Der muss ja in 24 Stunden oder so muss der geräumt sein. Genau, und darum haben wir einzelne Elemente reingestellt. Oh, was macht das da rein? So, einzelne Elemente, damit wir das auch wieder abbauen können. Und so sieht das jetzt aus. Das ist... Danke vielmals, ich bin so klug. Mega cool. Danke. Grüß für dich, du Lieber. So geile Sieg. Okay, das Gewinnspiel, warten wir noch kurz. Falls jetzt neue Leute zugeschaltet haben, wir haben jetzt noch 20 Sekunden Zeit zum Ausrufezeichen gross CD reinschreiben, dass ihr da so ein Stück gewinnen könnt. Vom aktuellen Album. Ja. Und so sieht es jetzt aus. Ich fühle mich das erste Mal wirklich komplett angekommen. Ja, wir sind jetzt da daheim. Zum einen sind wir da daheim, zum anderen wohnen wir da dazu an. Und wir haben es wirklich selber aufgebaut. Wir sind jetzt wirklich Herr drüber und ja. Nein, der Bunker ist nicht für immer blockiert. Schau, du kannst das, alle einzelnen Elemente kann man wegnehmen. Ist nichts verschraubt. Nur
An den Schaumstoff haben wir nicht direkt an die Wand geklebt, sondern mit doppelseitigem Klebband haben wir an einen Karton. Ja. Wir haben einen Karton genommen, an die Wand an und dann den Schaumstoff drüber. Und die andere Wand ist so gebogen mit einer viel zu grossen Rückwand. So hat das funktioniert. Ich finde es ist speziell, weil es ist einfach... Schreibt jetzt Ausrufezeichen CD, macht mit. Es ist self-made, es ist wirklich vom Grundgedanken, wir sind dort reingekommen, wir haben den Luftschutzkeller gehabt. Wie kriegst du aus dem Luftschutzkeller es funktioniert, auch von der Akustik her, es funktionierendes Tonstudio an. Und wir sind lang zusammengeguckt, haben Listen gemacht, er ist super mit Vermessen und er hat die Idee gehabt mit den einzelnen Elementen. Ich habe die Idee gehabt, wie wir das Ganze höher setzen, er wieder mit der Idee, ich wieder. Und es ist eigentlich, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass wir wieder so sind, wie wir ganz am Anfang waren. Aber mit der Erfahrung von 10 Jahren. Jo. Ja, und jetzt entsteht Neues, wenn wir ein bisschen etwas erzählen. So, haben wir noch irgendwo ein paar Fotos? Nein, jetzt ist eigentlich rum, schau. Das war die Fotosession für die letzte Scheibe. Genau. Wir waren in einer coolen, kaputten, alten Fabrik. Ja. Ich muss eben noch sagen, ich habe auch die allerletzte Chance. Ich mache da noch irgendein schönes Foto. So, das ist ein geiles Foto. Genau. Okay. Müsst ihr mich was? Müssen wir dich was? Löschen. Ja, also falls... Komm vorbei, wirklich. Komm einfach, ich fände es mega cool. Ich bin voll scharf darauf aufzunehmen. Wir können da zusammen etwas aufnehmen, wie du willst. Aufnehmen. Ich greife da noch nicht zu weit vor, aber nach einer längeren Zeit, wo wir jetzt nicht mehr viel gemacht haben, warum können wir eigentlich auch noch ein bisschen darüber reden, sind wir jetzt wieder an etwas dran. Eigentlich stehen schon einige Texte von fertig, parat. Wenn wir sagen, wie es heisst. Haben wir das schon willst du jetzt spoilern? Wenn wir nicht okay, für die da sind, die nächste Scheibe heisst MCs von Niene. Und wie man schon daraus rausgehört, geht es wirklich auch darum, wegen dieser Zeit, auch das Zeugs in Basel, wir sind nie wirklich angekommen, oder? Wir sind nie wirklich daheim gewesen, egal. Wir sind immer von Niene gewesen, wir haben nie irgendeine Szene repräsentiert, wir haben nie... wie heisst das da, irgendwie, wir sind nie irgendwelche Lokalmatadoren gewesen, gar nicht. Der Fastplay, du hast gewonnen! Vielleicht hast du es gar nicht wollen, aber du hast gewonnen, auf jeden Fall. Ja, wenn der Dings, der Alpenknecht hat ihn fast schon penetriert, so, du musst noch drücken, gell? Ist er überhaupt noch da? Fast? Yay! Yeah. Geil, Sicht! Die Scheibe da gehört dir. Ist deine. Scheiße auf die Szene, ich bin jetzt wirklich draus. Ja, ich denke, das ist so ein Punkt, wo wir jetzt eben... Das ist auch so ein bisschen einer der Gedanken von der MCs von Niene. Es ist nicht Scheiße auf die Szene generell, aber es ist Ja, sorry. Wir sind enttäuscht. Ja, sehr. Wir sind wirklich enttäuscht von dem... Zum einen wird so offenherzig da und zum anderen wirst du einfach so wie nicht richtig akzeptiert. Je nachdem was du machst. Dazu kommt ja, wir haben noch nie Musik gemacht, die dem Zeitgeist entsprochen hat. Noch nie. Wir haben noch nie gesucht. Wir haben immer unseren Boom-Bap-Rap gemacht. Wir haben immer Freude an unseren Sachen. Und uns ist nie um irgendetwas gegangen, dass man muss immer realistisch bleiben. Wir sind in einem kleinen Land, die Leute sind hier sehr likefull, die Leute sind schwierig heutzutage an Konzerte zu ziehen etc. Wenn man so ein bisschen undergroundig unterwegs ist. Und das ist ja nicht unser Fehler, aber der Weg, den wir uns ausgesucht haben, das ist völlig okay. Aber wenn ich sehe viel Sound, wo zum Teil, wenn ich Lonely Duke zum Beispiel, muss ich sagen, ich respektiere die Jungs, weil sie solide Musik bringen, solide Lyrics. Es ist halt einfach für mich Pop und ich sehe, wie ja, der Sprechsong dafür genutzt wird. Und irgendwie ist das also Funky, dann bis später. Bye bye. Irgendwie ist das ein bisschen fadenscheinig, weil es ist nicht ein Futter nicht, aber es ist so ein bisschen, hey,
die nehmen ja Sprechgesang. Und London ist ein schlechtes Beispiel, weil sie einfach wirklich eigentlich gute Musik machen. Es ist unfair, sie machen super Musik, es ist einfach nicht die Musik, die ich höre. So, ganz einfach ist es. Aber dann gibt es viele, die ich sehe auf YouTube etc., wo gepusht werden, wo in irgendwelchen Schweizer Rap-Medienlandschaften auftauchen, gepusht, geteilt werden. Und ich muss sagen, hey, da ist nicht viel dahinter. Und Nein, und das Ding ist, schau jetzt, ich bin enorm lang in einem extremen Zwiespalt auch gewesen, weil mir hat nicht mehr wirklich gefallen, was Neues kommt. Bis auf vereinzelte. Ja. Wirklich, wie gesagt, es gibt wirklich auch sehr viele gute, wie das, wo Fraser Blaze zum Beispiel pumpt, finde ich super. Mega. Finde ich super. Ich finde das, was HTC pumpt, finde ich super. Ja. Wie gesagt, aber ich sage jetzt von der grösseren Masse, weil wir haben vorgehört, voll durchzustarten und wir haben es geglaubt, wir haben es gemeint, wir haben es gefühlt, weißt du, was ich meine? Aber dann irgendwann merkst du, kommst zurück in die Realität. Ja, dass vor allem die Musik, die du willst machen, ist nicht die Musik, die die Masse will hören. Oder? Und dann denkst du, okay, findest du jetzt die anderen einfach scheiße oder gefällt es dir nicht? Bist du jetzt ein Hater? Ich habe mich auch gefragt, hey Twiggy, bist du ein Hater? Und ich muss sagen, nein, ich bin kein Hater. Ich mag einfach die Musik nicht. Weißt du?